Hey Lars, kleiner Eisbär, bleib doch stehen. Ich bin's, Lena, deine beste Freundin. Aber der Lars läuft einfach weiter. Also, alle hopp auf dem seinen Rücken. Jetzt kommt sich die Lena vor wie eine Königin auf dem Thron, bis der Lars einen Stopp reißt. Hoppla, was ist denn das? Da, siehst du das? Das ist die Polarstation der Menschen. Komm, wir gehen. Das ist gefährlich. Ich will das aber anschauen. Dort kann man sicher toll spielen. Hui! Lars, warte auf mich! Das ist doch gefährlich, Lars! Au! So etwas Blödes! Autsch! Der Lars weiss nicht mehr recht, was unten und oben ist. Aber dann hört er auf das Maus lustiges Pfeifen. Es kommt aus der Polarstation. Bleib lieber da! Da hat's Menschen, ruft ihm die Lena. Aber der Lars läuft weiter, immer dem lustigen Pfeifen nachher. Hallo, wer singt da? Ich bin der Lars Eisbär. Hallo! Lars, hörst du mich? Was ist los? Komm doch da raus! Aber der Lars kann sie gar nicht hören, auf dieser gespässigen Reitschule. Lars! Lars, wo bist du? Woher kommt da innen plötzlich der Lena ihre Stimme? Der Lars staunt. Lena, wo bist du? Lars, bitte, lieber Lars, so gib doch Antwort. Lars! Oh, Lena, komm doch endlich aus dieser komischen Kiste raus. Was ist das nur für ein blödes Dings? Er sucht, wo man die Lena rausholen kann. Dabei ist im Fernsehen nur ein Bild von der Lena, das die Kamera draussen von ihr macht. Die Lena sorgt sich und klettert auf das Dach, dorthin, wo sie der Lars zuletzt gesehen hat. Der Lars findet die Lena nicht und hört so nicht mehr. Mensch. Hoffentlich sieht er mich nicht. Der Mann stellt etwas her, schaut auf den Fernseher und lässt die Kamera draussen umschwenken, bis sie plötzlich die Lena im Bild hat. So etwas. Ein Schneehals vor dem Lüftungsschacht. Der muss da weg, sagt der Mann. Schnell rüber zur Tür. Die Lena steht immer noch auf dem Dach und sucht den Lars. Lars! Lars! Jetzt verklüpft aber der Lars. Ich muss der Lena helfen, denkt er. Vielleicht, wenn ich das da umgehe. Mehr kann er da unten nicht machen. Der Mensch da oben kommt immer näher an die Lena. Lena, pass auf! Warnt der Lars. Das war aber knapp, schnaufet Lena. Schnell, wir verschwinden von da. Ganz verdattert schaut der Mensch diesen zwei nachher, bis er nichts mehr sieht von ihnen. Zwischen dem Eis und dem Schnee, dort, wo alles weiss ist.